Der Grundstein für eine erfolgreiche Laktation wird auch hier auf Gut Hülsenberg bereits in der Trockenstehphase gelegt. Viele Jahre haben wir sehr erfolgreich die einphasige Trockensteherfütterung praktiziert. Mittlerweile, dadurch, dass der Betrieb gewachsen ist, haben wir die Möglichkeit, unsere Trockensteher zweiphasig zu füttern und zu halten und auch hier in diesem Bereich neue Erkenntnisse zu sammeln. Auch dieses Vorgehen wird eng von der ISF begleitet. Auch auf Gut Hülsenberg spielt die Milchfieberprophylaxe in der Trockensteherfütterung eine entscheidende Rolle. Hierbei legen wir besonders Wert auf die Rationskennzahlen Calcium, Magnesium und Kalium, aber auch die DCAB spielt eine entscheidende Rolle. Wir haben auf Gut Hülsenberg aufgrund der baulichen Möglichkeiten und der Größe der Herde die Option, eine zweiphasige Trockenstehfütterung zu testen. In diesem zweiphasigen Trockenstehfütterungskonzept integrieren wir verschiedenste Untersuchungen, zum Beispiel aktuell das Thema Magnesiumoxid, wo wir wissen, dass es verschiedenste Magnesiumoxidquellen gibt und diese hinsichtlich ihrer Aufnahme und stofflichen Verwertung sich deutlich voneinander unterscheiden. Wir haben hier die Möglichkeit, über die ISF-Labore uns die Laborparameter anzuschauen, die Löslichkeit anzuschauen, Pufferkapazitäten und dann aber auch die Möglichkeit, in einem zweiten Schritt unter Praxisbedingungen die Verfügbarkeit im Stoffwechsel zu untersuchen. In diesen verschiedenen Fütterungskonzepten wurden in der Vergangenheit auch die eigens produzierten Aminotrace-Glycinate untersucht und auch weitere Wirkstoffe. Neben der Einhaltung der einzelnen Rationskennzahlen im Trockensteherbereich ist natürlich auch die Zusammenstellung der Gesamtration wichtig. Sie sollte möglichst nah an der Laktationsmischung sein, um einen einfachen und unkomplizierten Übergang von der Trockensteherration über die Transitfütterung bis zur Laktation zu ermöglichen.